Ja, grüß euch benannt und einen Sackischgurden. It's Kasperl. Leute, ich weiß nicht, wann ihr das hier zu hören bzw. zu sehen bekommt. Einige werden sich gewundert haben. Kasperl, ihr macht hier die große Ankündigungsrunde und erzählt nicht, was er nicht alles noch macht und so weiter und so fort. Ja, zum einen kommt natürlich der Arbeitspulli rein, zum anderen manchmal auch der Prokrastinationskasper, aber es ist auch wirklich oft einfach YouTube. Ich habe ein Video aufgenommen mit dem Bewährungsversager, wo wir diese neuen Kommunen-Scheiße da behandelt haben. Also ein Teil davon. Wir sind nicht sonderlich weit gekommen. Aber ich habe das hochgeladen und das war vor 4 oder 5 Tagen. Mindestens 5 Tage, glaube ich, müsste es ja sein. Irgendwann letzte Woche war. Und seitdem befindet es sich in der Überprüfung und fleißig überprüft, offensichtlich. Da wird sich Zeit genommen. Ihr werdet es im Hintergrund schon sehen. Ihr kriegt jetzt von mir den zweiten Teil vom Polska-Bärchen. Also meinen zweiten Teil. Das ist praktisch der zweite Teil vom ersten Teil. Wir machen chronologisch weiter mit den Polska-Bärchen. So sagen wir es, das passt. Und ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, dass wenn ihr das hier hört, dass dann das andere Video in Zwischenzeit freigegeben wurde und ich es hochladen konnte, also beziehungsweise öffentlich stellen konnte. Weil ich morgen, hier Datum, Werte, Uhrzeit, 13.11. haben wir heute, ich werde morgen mit dem Bewährungsversager voraussichtlich weitermachen, diese Kommunengeschichte zu behandeln. Und ja, ich Wahnsinniger, habe vor, die ganze Geschichte komplett durchzunehmen. Die ganzen 4 Stunden und 16 Minuten. Das wird eine Mammutaufgabe. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich das noch in diesem Jahr schaffe. Also, wenn ich wirklich jedes Mal ein Bewährungsversagen zusammen mache, dann wahrscheinlich nicht. Wenn ich zwischendurch einmal, wenn ich mir die Zeit rausschneiden kann, ein paar von den Sachen selber reacte, solo, dann könnte es gehen. Ne? Kriegen wir vielleicht hin. Schauen wir mal, wie wir es machen, wie es am besten anstellen, bla bla bla. Wir haben das letzte Mal hier Pause gemacht, da haben sie jetzt gerade aufs Tablet umgeswitcht. Also wir sehen ihn jetzt zum ersten Mal, er ist aufgestanden vom Boden und er jammert gar fürchterlich. Aber das Vorteilhafte an der ganzen Geschichte ist, wir haben schon mal die Information bekommen, dass es für ihn gar kein Problem nicht ist, wenn das liebe Bärchen raucht. Und das ist doch schon mal was. In diesem Sinne, der man immer lang umeinander, hockt euch her, sagen wir mehrere, reißt euch eine halbe auf. Und mir ging an einer in Rainer. Alles Jetzt gut? habe ich mir irgendwo einen Nerv gedrückt. Uiuiui. Heute ist nicht mein Tag. Mi. Wissen ja, Rainer ist pumperl gesund, auch damals schon gewesen, gell? Also dem fehlt überhaupt nichts. Aber den ganzen Tag am Jammern. Das tut mir weh, dieses hin und her, oh, ich fühle mich nicht gut, ich bin so müde, bla bla bla. Okay, aber damals, man muss dazu sagen, Zarencouch im Arsch und keine anständige Sitzgelegenheit und der ist doch da auf so einem alten Bürostuhl gesessen, der auch geächzt hat unter seinem Gewicht und das Ganze hat ohne Rückenlehne. Da hat man, glaube ich, auch das Kreuz wieder. Also, so viel muss man ihm zugestehen. Aber er ist natürlich auch selber verantwortlich dafür. Merk Ich habe den ganzen schon. Tag schon Kopfschmerzen, jetzt wieder. Mein Rücken tut weh. Naja, ich habe mir jetzt meinen neuen Stuhl bestellt. Hoffentlich geht er You want some cheese to your wine? besser. Ja, das hoffe ich auch, weil ich merke schon die ganze Zeit,
Dir geht's echt gar nicht gut. Dein Rücken, dein Kopf, das ist ja alles voll der Scheiß, ey. Der Kopf ist richtig voller Scheiß. Alter, die Frisur bei ihm. Wie er sich jetzt da. Ja, und er schaut sicherlich nicht auf sie. Er schaut gerade auf seinem Bildschirm drauf. Boah, sehe ich jetzt cool aus. Kommt das blaue Licht in der Kinderdisco? Kommt das jetzt cool mit meiner geilen Frise? Dem schief rasierten Vogelnest, das ich da auf dem Kopf habe und den 20 € Amazon-Kopfhörern. Ah, das kommt richtig gut. Oh, die mache ich klar. My honey. Ja, momentan ist es nicht so geil. Warst du es beim wird schon. Friseur? Ist euch das schon mal aufgefallen? Und nein, liebes Boyskabärchen, er war nicht beim Friseur. Es sei denn, du bezeichnest die Bastelschere, die er irgendwo da in der Schanze rumliegen hat, als den Friseur. Aber ist euch das schon mal aufgefallen bei diesen ganzen Bärchenleaks, dass Reini ganz oft in den frühen Phasen der Kommunikation mit dem Bärchen natürlich diese ganze Snoo-Snoo-Andeutungen und dieses Thema, das ist allgegenwärtig, aber er jammert da sehr viel. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich macht oder ob das zufällig dann auch, aber oft bei den Bärchen jammert er oft ganz viel. Ich glaube, dass er da, keine Ahnung, vielleicht will er den Mutterinstinkt der Frauen triggern, die sich dann denken, mei, der arme Bur. Der arme Bur, dem muss jetzt helfen. Ja, dem geht's ja nicht gut. Ich weiß es nicht. Aber, oder ob es ihm wirklich permanent schlecht geht und er sich dann den Bärchen gegenüber halt traut, das zu sagen, was er halt im Streamen oder in die Videos immer den harten Metal-Macker raushängen lässt. Das kann natürlich auch sein. Ja? Bitte? Warst du beim Friseur? Sieht gut aus auf jeden Fall. Mach ich alles selber. Ach, echt? Das ist nicht das Einzige, was du dir selber machst, Reini. Das sieht gut aus, steht dir. Es sieht einfach komplett bescheuert aus. Es ist ganz wild. Ich judge nicht viele Leute ihrer Frisuren wegen. Ich habe selber, ne, als Mann hat man das. Also viele Männer haben das Probleme mit Haarausfall und nicht mehr so dichtes Haar wie früher. Und ich finde das sehr schade. Aber das ist eine Sache, wo Rainer punktet. Tatsächlich, der hat ein dichtes Haar. Auch mit Mitte 30 noch. Ohne dass irgendein Ansatz da weggeht oder so. Dann, irgendwo hat die Natur gedacht, so ganz scheiße kann ich ihn auch nicht machen. Ah, Ist ja, wenn man es genau bedenkt, nicht so besonders schwer. Man muss ja letztlich bloß hergehen und die Seiten abrasieren. Ja, ja, Rainer, aber wenn das nicht so besonders schwer ist, warum hast du dann jedes Mal da drin versagt und jedes Mal ausgeschaut wie der allerletzte Depp, der den Kopf gerade zufällig irgendwie unter den Rasenmäher gehalten hat, als der noch lief? Und das, was übrig geblieben ist, da hat dann irgendein, keine Ahnung, ein Amsel ein Nest drin baut. ich weiß, ich bin ja Friseurin. Ich kann das ja. Ach so, stimmt, ja, hast du ja gesagt. Ja. Naja, bloß mal rasiert. Ja, stimmt, ja, hast ja gesagt, interessiert ihn einen Scheißdreck, was sie arbeitet. Ha? Das ist einfach vollkommen wurscht. Ach so, ja, du bist ja Friseurin. Ist mir schon wieder entfallen, weil es mir überhaupt nicht interessiert. Der ist nicht mehr so gut. Der ist ziemlich stumpf, die Seiten rasiert er nicht richtig weg. Und ich glaube, ich hab mich auch verschnitten an den Seiten. Aber das Ich glaube auch, Rainer. Ich kenn die Aufnahmen von damals und jedes Mal, wenn er sich diesen Iro geschnitten hat, das hat er ein paar Mal gemacht. Er ist ja sogar vor Gericht so aufgeschlagen. Hat er den schief und krumm geschnitten. Ne? War während der Tiki-Toki-Zeit hat er das auch, glaube ich, nochmal gemacht. Und es hat immer fürchterlich ausgeschaut. Aber ganz ehrlich, es schaut besser aus als der wannabe seriöse Rainer. Ihr kennt ihn noch von dem Bild, von dem Nordbayern-Interview, wo er sich den Pornoschnörres hat stehen lassen und grinst wie. Ah ja, das Bild war auch wüst.
Das hat ausgeschaut wie ein Bewerbungsbild für Bauer sucht Frau. Das fällt bei meinen Haaren nicht auf. Ja, du hast ja richtig dickes Haar, sehe ich gerade. Naja, das ist so dick. Das letzte Mal, als ich beim Friseur war, 2014, 15, 16 war das, keine Ahnung, da hatte ich noch richtig lange Haare. Da hat die Friseurin, das sagt man, ne? Ja. Früher haben wir Friseuse gesagt, aber das darf man, glaube ich, nicht mehr. Jedenfalls hat die halt in die Haare gewaschen und geht halt her und haut halt voll Wasser drauf und knetet durch. Und so, die werden ja gar nicht nass. Drüber. Ja, Rainer, weil die fettig waren. Die sind nicht nass geworden, weil sie fettig waren, nicht weil sie so dick sind. Ne? Auch dickes Haar wird nass, wenn man Wasser drüber laufen lässt. Aber fettiges Haar halt nicht, weil Fett nicht wasserlöslich ist und dementsprechend das Wasser da dran abperlt. Ne? Der Rainer hat sich gedacht, ja, keine Ahnung, das Haare waschen, das kann ich mal sparen, weil ich gehe ja nächste Woche zum Friseur. Da können die das dann für mich machen. Und dann ist er da reingewongelt, hat gestunken wie ein Penner und die Frau tut mir heute noch leid, die ihn da behandeln musste. Gekippt, Seife reingehauen, nochmal Wasser drüber kaut. Als beim dritten Mal oder so sind die Haare erst richtig nass gewesen. Also, Boah, ich möchte nicht wissen, wie ölig die waren. Oh, mir kommt's hoch. Was stellst du so? Ich kenne seine Fettmatte. Oder wenn er dann da im Stream gesessen ist und zu besten Zeiten, man hat es dann gesehen, irgendwie 2 Wochen dieselben Klamotten angehabt und man hat ja dann von Tag zu Tag gemerkt, wie fettiger die Haare geworden sind. Und am Ende einer solchen Periode wongelt der zum Friseur rein und die versucht ihm die Haare zu waschen. Alter, die wird gespien haben. Die wird gespien haben wahrscheinlich danach. Gerade wegen solche Kunden. Also ich glaube, Leute in dem Beruf verdienen zu wenig, aber gerade für solche Kunden, ne, müsste eigentlich nochmal so ein Ekelzuschlag. So, ja, Herr Winkler, der Haarschnitt hätte jetzt 20 Euro gekostet. Aber weil Sie es sind, kostet er 40. Bitte kommen Sie nie wieder. man muss da wirklich voll draufhalten. Eigentlich hätte sie die ausdünnen müssen. Das macht man eigentlich immer bei dickem Haar, damit das beim Waschen nicht so schlimm ist und damit dein Haar auch nicht so, weißt du, als hättest du da so ein Vogelnest auf dem Kopf. Eigentlich macht Ja, man bei das mir immer ist so. tatsächlich, wenn ich Haare wachsen lasse, ist es wirklich so, dass ich so ein Afro aufhab. Bis zu einer gewissen Länge. Nein, du hast kein Afro auf, du hast halt lockige Haare. Ein Afro ist etwas anderes. Und dann fallen sie nach hinten. Nee, aber Ja. dann finde ich gut deine Frisur. Also ich habe jetzt nichts Besonderes, habe meine Haare letztens gefärbt, aber die werden auch wieder blond. Aber Leute, stellt euch vor, Rainer mit so einem richtigen Afro. Ne? Auch nicht in seinem komischen Straßenköter-Haarton, sondern so einen richtigen dunklen Afro. Und dann aber das ganze Ding dazu. Hier diesen komischen Kamm oben reingesteckt. Ne? Also wie so ein Zuhälter aus den 70er Jahren irgendwie in New York oder sowas. Bist du blond oder was? Also das ist meine Naturhaarfarbe mit bisschen Rot jetzt drin, aber das sieht man nicht so gut, weil die Qualität hier, das ist größter Müll. Aber ja, ich war mal blond. Das war irgendwie, die Betonung bei der Fragestellung war komisch, oder? Bist du blond oder was? Vielleicht mag er keine blonden Madeln. Vielleicht ist das eine zweite Kategorie. Also ihm ist eigentlich egal, nur dick dürfen sie nicht sein und nicht blond. Okay. Ja. Was magst du so So, eher, die braun oder? die blonde Schönheit. Dankeschön. Oh, jetzt werde ich rot, ey. Nee, aber. Ja, Schönheit bist du. Ach, danke. Aber stehst du jetzt Ja, ne? eher so auf braune oder blonde Haare, so aus reinem Interesse? Lustigerweise stehe ich gar nicht auf blond. Aber an sich achte ich nicht so auf die Haarfarben. Nur dick darfst du nicht sein. Okay. Ich habe auch festgestellt, so, ich habe zwar bisher keine kurzhaarige gehabt, aber früher fand ich halt kurzhaarige Frauen schöner. Renny, du hast aber keine langhaarige noch nicht gehabt, ha? Also, noch nie nicht gehabt.
Wie man bei uns in Bayern sagt. In Bayern, wir gehen wild mit den Verneinungen. Rainer hat noch nie eine kurzhaarige nicht gehabt. Und eine Sache an kurzhaarigen Frauen. Obwohl ich weiß nicht, keine Ahnung, die wilde Lisa hat, glaube ich, nicht so volles Haar gehabt, oder? Ich glaube, die mit Haaren konnte sie nicht leisten. Hat die günstige her müssen. Ist halt auch schöner. Und zwar, wenn man dann nebeneinander im Bett liegt, wenn man fertig ist oder auch davor oder sonst was, oder wenn man beieinander geschlafen hat. Ist so wild. Man hat gemerkt, jetzt gerade vorhin, wo es noch um Haare gegangen ist, dass Rainer vollkommen gelangweilt war. Er wusste auch nicht, worüber er reden soll. Weil sind wir mal ganz ehrlich, der Mann hat nichts zu sagen. Eine Unterhaltung mit dem, wenn es nicht um diese Lieblingsthemen von ihm geht, also hier Bimsen und vielleicht noch Daddeln, ne, und Rainer Winkler. Ich bin so toll, alles an mir super. Aber er weiß nicht, worüber er mit der Frau reden soll. Er wird niemals irgendwie mal mit der Frau zusammensitzen und wirklich ein produktives Gespräch führen. Und natürlich also sogar wenn er nicht ausschauen würde wie aus dem Gully gezogen, und sogar wenn er nicht riechen würde wie aus dem Gully gezogen, und sogar wenn er nicht er wäre, ne? Also mit dem ganzen drum außenrum. Ja, spätestens, wenn eine Frau, mit dem man mal zusammensitzt und sich denkt, so, ich möchte eigentlich schon irgendwie einen Partner, mit dem ich mich auch mal unterhalten kann, auf einem gewissen geistigen Niveau, spätestens dann ist er weiter. Er könnte der größte Hengst sein. Mit Sixpack und allem drum und dran. Ja gut, da wird er wahrscheinlich noch irgendwie diese komischen Love Island Dully Reality Show schneuen, die da dann noch verraten können. Da wäre wahrscheinlich in so einem Format da unterwegs. Aber ne, ist halt einfach in jeglicher Hinsicht eine Niete gezogen, der Mann. Dann bleibt man immer in den langen Haaren hängen. Aber das Problem habe ich auch, wenn ich wieder lange Haare habe. Dafür gibt es ja ein Haargummi, ne? Ja, aber Gummis mag der Rainer nicht, ha? Zum Beispiel. Ja. Fährt schon wieder jemand vorbei. Waren schon wieder Vollidioten da, die vorhin Reifen reingeschmissen haben. Ich verstehe sowas nicht. Haben die keine Hobbys? Guck mal. Ja, stimmt. Wenn es nicht um die Hater geht. Ne? Da hat er was zu erzählen. Über die Hater, da kann er reden. Wir wissen es alle, wenn er über Anime spricht, da kannst du ihm nicht zuhören. Die liebt er zwar, aber er spricht halt über diese Animes wie ein Kleinkind, das halt sich, ne, auskotzt über seine Lieblingsserie. Ja, der so und so hat dann das und das gemacht und zu der so und so hat er das und das gesagt und bla bla bla. Und jemand, der nicht in der Materie drin ist, hat keine Ahnung, wovon der schwallt. Und ich glaube sogar die Leute, die in der Materie drin sind, wollen es nicht hören, weil es dumm ist, was er da verzapft. Guck mal auf den Tacho. Müssen die nicht arbeiten? Vor allem nachts um 22:30 Uhr waren sie da vorhin, vor etwa einer Stunde, rumgeschrien und keine Ahnung. Vor allem hier ist ja sogar noch anwohnerfrei, hier dürfen wir gar nicht durchfahren und außerdem ist derzeit nicht nur anwohnerfrei. Ja, Rainer, oder was sagt er? Sondern auch Betretungsverbot ist ja auch noch. Betretungsverbot, Alter. Betretungsverbot. Also ich würde es. Also ich verstehe es, wenn man sagt, hier, da und da darf man mit dem Auto nicht durchfahren. Aber Rainer, ich hab's schon mal gesagt, ne? Wir leben in der BRD und nicht in Nazi-Deutschland und die Leute können hingehen, wo auch immer sie wollen, solange sie sich da anständig aufführen. Betretungsverbot. Das ist Altschauerberg. Das ist nicht der Todesstreifen an der Mauer, ja, wo auf Sicht geschossen wird. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Betretungsverbot. Ja, und Lärmverbot. Also, Lärmverbot. Es ist Lärmverbot, freilich. Kennt ihr es nicht, das Lärmverbot? Alter. Ja, man darf nicht rumschreien. Rainer,
da hat man schon wieder ein Werkzeug aus deinem nicht sonderlich gefüllten Werkzeugkasten genommen, die Tonne geschmissen, oder? Wenn da tatsächlich niemand rumbrüllen darf. Aber wie gesagt, diese ganzen Regeln oder Gesetze oder gesellschaftliche Konventionen und sowas, das zählt ja immer nur für andere Leute. Für den Reini natürlich nicht, ne? Er darf rumbrüllen so viel wie er will. Und wenn dann irgendjemand sagt, Rainer, schrei nicht so rum, dann heißt es, schrei nur nicht so rum, ist Rumbrüllverbot. Betretungsverbot ist da. Ach, Reini. So, das kostet halt richtig Asche. Also wenn die erwischen, kostet es richtig bis zu 600, 700, 800 Euro kann das kosten. Boah, ey. Also da wird richtig nicht. zugegriffen. Um diese Uhrzeit. Die haben doch nichts Besseres zu tun, außer zu nerven, ne? Leute, ich weiß es nicht, es sind doch sicher Leute bei mir hier bei den Abonnenten, bei den Zuschauern, die an der Schanze mal waren. Ne, zu Zeiten, als die noch stand, wo er da drin noch gehaust hat. Sagt es einmal, wenn einer von euch da dort war und sich vielleicht auch mal mit der Pinea unterhalten hat, habt ihr 800 Euro bezahlt als Strafe, weil ihr da dort wart oder eher nicht? Schreibt es mal bitte kurz unten rein in die Kommentare, es wird mich brennend interessieren. Er soll mal schlafen gehen. Sandmann lief schon lange, ey, für die kleinen Kiddies. Ja. Muss ich erstmal gucken, welche Flasche die richtige ist. Ja, alles gut. Aber geht's jetzt? Boah, warum? Im Übrigen, ich würde halt ein normales Licht anmachen, dann siehst du auch, wo die gelbe Flüssigkeit drin ist. Ich wette, der hat also eine Pissflasche dort stehen gehabt. Ich wette, der hat eine Pissflasche dort stehen gehabt. Weil aufstehen müssen und rüber wongeln ins Badezimmer, wenn man schiffen muss, weil die Wassertabletten kicken alle 20 Minuten, ist er Hater. Und da hat er sich wahrscheinlich da hingesetzt und hat gemeint, hier, Punika-Flasche hingestellt. Ha? Ist dein Rücken ein bisschen besser oder hast du immer noch Probleme? Das ist vor allem das rechte Schulterblatt, was wehtut, so auf Brusthöhe hinten. Vielleicht Nerv eingeklemmt oder nicht. so. Beim Schlafen kann sein. Ja, es mag sein, aber ich glaube nicht, dass es am Schlafen liegt. Wenn ich längere Zeit auf einer geraden Oberfläche liege oder längere Zeit im Bett liege oder so, dann ist es weg. Das liegt daran, dass die Schulter, die Lehne, die ist auf, so etwa, weiß nicht, ungefähr so weit unterm Schulterblatt, Ja. fängt die Lehne an. Also hört die Lehne auf. Und das heißt, wenn ich nach hinten mich lehne, dann drückt es genau das Schulterblatt über die Lehne. Und das ist halt nicht so geil. Ja, also wenn du eine Badewanne hast, würde ich dir ein heißes Bad empfehlen. Ist eigentlich immer gut. Ja, Problem ist, wenn Reini in der Badewanne liegt, dann passt da kein Wasser mehr rein. Noch dazu, ganze Badewanne mit Badewolle, oder das? Mein Gehirn. Ganze Badewanne mit heißem Wasser voll machen, ist ein Hater, weil das kostet schon einen Haufen Pulver. Das ist auf jeden Fall nicht im Budget drin. Ne? Ganz zu schweigen ist bei Reini, wie wir vorhin schon etabliert haben, war ja Waschen oder sowas. Ist eher nicht so. Warte mal, ich muss mich kurz um die Katzen kümmern. So, da bin ich wieder. Es ist verflucht. Ne? Ich kenne das. Katzen haben immer so ihre gespinnerte halbe Stunde, ne, am Tag. Und meine Katzen denken sich jedes Mal, ach, der nimmt gerade ein Video auf, dann verlegen wir jetzt die gespinnerte halbe Stunde auf genau diesen Zeitraum, let's go. Ne? Und das ist halt, ja. Aber sie sind trotzdem sehr süß, man kann ihnen nicht böse sein. Ich habe eine Badewanne, aber ich bin über 1,90 groß. Ui, das kann ja lustig werden. Nein, Rainer, erstens bist du nicht über 1,90 groß. Hm? Ich bin genau 1,90 groß und ich weiß auch, Badewannen für Leute meiner Größe, dass du ganz reinlegen kannst, sind rar gesät. Aber der Grund, warum du nicht in die Wanne passt, liegt nicht an deiner Höhe, sondern an deiner Breite. Ganz zu schweigen davon, dass du ein Körperklaus bist. Wenn du irgendwann aus der nassen Wanne raussteigst, da waffelst dich ja so, dass du hättest wahrscheinlich ein Loch in den Boden gerissen und wärst
ein Stockwerk tiefer unten wieder aufgeschlagen. Wie die komische dicke Königin aus Secret of Evermore. Wer auch von euch das gespielt hat, haut's mal unten rein. Secret of Evermore, eins dieser großartigen alten Super Nintendo RPGs. Das heißt, ich bin. Beziehungsweise eher ein Adventure-Game, Adventure-RPG, so in der Richtung. Ich bin über die Badewanne, gehe ich raus, wenn ich in der Badewanne sitze. Außerdem habe ich ja auch 180 Kilo, das heißt, ich fülle die Badewanne mehr als aus. Du hast damals schon über 200 Kilo gewogen, ganz easy. Also du bist nicht über 1,90 groß, sondern 1,84 und hattest mindestens 210 Kilo zu dem Zeitpunkt. Du hast sie gerade um 6 Zentimeter und 30 Kilo beschissen. Da, wenn du einen Tropfen Wasser reinkriegst, ist das viel. Ja, eine Frage. Wieso bist du so klein oder was? Ich wollte gerade fragen, hast du ein Problem damit? Wie groß bist du denn? Du wirst geschockt sein. Also von den Bildern her kann ich es schlecht einschätzen natürlich und jetzt auch vom Video, wo der sitzt, aber wenn du das schon so sagst, 1,20 oder was? Nein, ich bin kein Lilliputaner. Nee, ich bin Naja, Ein liebes Polska-Bärchen, ein Lilliputaner sagt man immer. 1,20 ist glaube ich noch nicht Lilliputaner, ist glaube ich ab 1,12, 1,15 Nein, glaube ich auf. ab 1,40. Also Echt? ja, So unter weit? 1,40 ist man Lilliputaner. Und das weiß ich, weil ich 10 Zentimeter da drüber bin. Also 1,50 oder was? Ja. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, ne? Gut, ganz ehrlich, wenn ich dich küssen will, na, und du so weiter unten bist, dann hebe ich dich einfach hoch. Bist ja ein starker Kerl, komm schon. Brauchst ja nicht rumheulen, hast ja Ja. Muckis. Nee, also ich hebe auch, ich bin natürlich jetzt nicht im Training in den letzten Jahren, aber Rainer, du warst davor auch nicht im Training. Also, okay, er hat jetzt theoretisch nicht gelogen. Du musst nur in den letzten Jahren definieren als in den letzten 30 Jahren, ne? Was? keine Ahnung, so 60 bis 90 Kilo schaffe ich schon. Ja, okay. So schwer wirst du nicht sein, nehme ich mal an. Nee, ich wiege 49. Ja, denke ich mir. Ja. Nee, passt schon. 1,90? Du bist ja riesig, ey. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so riesig bist. Ich bin sogar noch größer. Ich bin 1,90 bis 1,96. Alter, diese Lüge, ganz ehrlich, ich habe sie ja Millionenmal gehört. Ich habe sie eine Million Mal gehört und gerade immer diesen Wortlaut, 1,90 bis 1,96. Und beim 1.000.001. Mal wäre immer noch Matt. Ich bin 1,90 zwischen 1,90 und 1,96. Was ist das für eine dumm depperte Aussage, wie wenn das schwankt, oder? Aber es ist genauso wie mit seinen Augen, die Farbe ändern und dem ganzen anderen Graffel, alles ist besonders an ihm. Es ist alles immer super besonders an ihm. Es sind alle besser als alle anderen. Ja? Er wechselt seine Größe, damit er den Kopf nicht anhauen muss. Ja? Tatsächlich. Also bei mir ist tatsächlich eine Bisszahl. Im Übrigen, tatsächlich ist auch immer so ein deutlicher Lügenindikator. Tatsächlich ist ein Wort, das droppt Rainer ganz oft, wenn er Leute wirklich davon überzeugen will, dass er ganz hundertprozentig und echt und tatsächlich die Wahrheit sagt. Weil dadurch, dass ich jetzt so übergewichtig bin und ich ja so einen dicken Bauch habe, zieht mein Bauch das ganze Gewicht ein bisschen nach vorne, was dafür sorgt, dass ich ein Hohlkreuz habe. Das heißt, ich stehe nicht gerade, sondern ich stehe immer so leicht nach vorne gebeugt. Ja. Und dadurch büße ich mal locker 2 bis 4 Zentimeter ein. Also so, ich bin so grob 1,91 und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich messen würde, weil ich jetzt auf dem Boden gelegen war, jetzt hat sich das ein bisschen gesenkt mit dem Bauch so nach unten. Es kann gut sein, dass ich 1,94 bis 1,96 messe. Boah, gerade. krass. Ja, das ist ja riesig, ey. Also wenn ich vor dir stehe, dann darf ich ja zum Himmel gucken, oder was? Also ehrlich gesagt, ich finde tatsächlich, dass ich zu klein bin. Wie groß willst du denn sein? Ich wollte immer 2 Meter bis 2,10 Meter werden. Ach du. Ja. Rainer, ich verrate jetzt einmal was. Unsere Welt ist für 2 Meter Leute nicht gemacht. Und glaub mir, ich bin selber 1,90 groß, also größer als du, so kann ich dir das ja gut erklären. Es ist da schon
häufig irgendwie, wenn du in öffentlichen Verkehrsmitteln bist, ich bin neulich mit dem Flixbus gefahren, ja, schwierig. Hm? Und niemand sollte 2,10 Meter groß sein wollen, einfach nur um zu flexen, weil die Leute haben es oft schwer. Da brauchst du wieder Klamotten, die müssen wieder spezial angefertigt sein oder spezielle Übergrößen, spezielle Läden, das kostet einen Haufen Geld. Schuhe sind ein Albtraum, kostet einen Haufen Geld. Aber wie gesagt, dieser ganze Talk mit der Größe, oh, ich bin 1,96 groß, bla bla bla. Du Scheiße, ey, dann bist du ja ein Riese, ey. Was ist denn los mit dir? Du kommst ja nicht mehr durch eine Tür, weil du so groß bist. Musst dich immer bücken. Meine Türen hier sind 2 Meter, also ist knapp geworden. Ja, ich merk schon. Ja, krass, Alter. Aber ich bin noch relativ klein. Also ich kenne jemanden, der ist 2,7 Meter. Da muss ich nach oben gucken. Ja, du sagst, du bist relativ klein. Was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt hau mal raus. Was soll ich sagen? Für eine Frau hast du doch eine gute Größe. Eine Frau, Würde ich jetzt Durchschnittsgröße ist 1,65. Sicher? Ich dachte 1,55 bis 1,60. Nee, 1,65. Man merkt, viel Kontakt zu Frauen hat er nicht gehabt in seinem Leben, wenn er der Meinung ist, dass die Durchschnittsgröße einer Frau bei 1,55 ist. Vor allem, wenn sie dir gerade vor 2 Minuten noch gesagt hat, dass man irgendwie ab 1,40 abwärts als kleinwüchsig gilt, dann wäre der 1,50 nicht die Durchschnittsgröße, ist also toll, oder? Okay. Also ich finde Ja. eine kleine Frau süß. Ja, also das Mädchen auf Mhm. Das wissen wir, Rainer. Da gab es Vorwürfe deswegen. Ja? Je kleiner, desto besser bei dir anscheinend. meinem Profilbild neben mir ist meine kleine Schwester, die 10 Jahre alt ist und die ist schon fast größer als ich. Das ist schon ein bisschen bedrückend, ne? Ach, ich finde das nicht so schlimm. Ja, Ich okay. wollte eigentlich schon öfter mal so eine kleine Frau ausprobieren. Boah, alter Keks jetzt. Kracht's aber langsam. Hat der gerade gesagt, ich wollte schon immer mal eine kleine Frau ausprobieren? In solchen Situationen, da möchte man ihm einfach wirklich, das ausprobieren. Rainer, wie stellst du dir die Welt vor? Ich glaube, das ist ja ganz Probe fahren oder wie wenn du zum Autohändler gehst. Geht's hin so, ja, mal schauen, ich probiere mal die kleine. Vielleicht langt das ja. Er ist so urekelhaft, ganz ehrlich. Und dann diese Körperhaltung dazu. Aber wir wissen ja auch, Rainer lernt keine Frauen kennen, Rainer holt sie sich. Oder schafft sie sich an. Das sagt er ja immer. Weil ich finde es eigentlich immer lustig, wenn du dann zum Beispiel mal in der Stadt so unterwegs wärst, ne, was mit mir ja schwierig ist, aber wenn man in der Stadt zusammen unterwegs ist und da hat man so die Frau so an der Hand Ja. und so und der Kumpel von mir, und seine Freundin ist auch 1,60 und er ist wie gesagt 2,8. Das sieht auch Da vorhin war noch 2,7, Rainer. witzig aus. Ja, glaube ich dir wieder. Rainer, du hast jetzt innerhalb einer Minute schon wieder vergessen, wie du sie belogen hast. Also, In diesem Kumpel aus Denken. Er ist einmal 2,7, dann ist er 2,8. Obwohl, wahrscheinlich, das ist also ein besonderer Mensch wie Rainer. Ist wahrscheinlich entfernt verwandt mit ihm. Und der kann auch die Größe dann wechseln. So. Dann ist er halt, morgens ist er 1,7, abends ist er 1,10. ein kleiner Gnom, weißt du, und so ein Riese durch die Stadt laufen, ja, das kann schon lustig aussehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde es immer ganz witzig. Aber solche Sachen kennt ihr eigentlich. Also Liebe zum Beispiel kennt ja keine Größe. Also Ja. gab's mal. Rainer, ja? Liebe kennt keine Größe. Das hättest du wohl gerne. Huh? Size matters, mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Gab's mal einen Bericht über ein Pärchen. Da war er auch 2,10 Meter oder 2,12 Meter oder so. Und sie, wie groß war sie? Boah, jetzt zieh dir doch nicht irgendwelche pseudo-interessante Scheiße aus dem Arschgebirge.
Du hast doch jetzt den Kumpel aus Denken schon rauslassen. Der hat ja auch schon so eine kleine Freundin gehabt. Muss jetzt noch einmal eine Geschichte erfinden darüber. Wie wenn das super interessant wäre. Ja, du weißt, es gibt schon große Leute so und manchmal haben die halt kleine Partner. Boah, krass. Boah, echt übel, ey. Richtig übel, ja. 1,43 oder so, oder 1,40, irgendwas um die 1,40, 1,50. Die hat immer Schindelchen dabei gehabt. Die hat immer Schindelchen dabei gehabt, wenn sie ihn küssen wollte. Ja, Rainer, genau das wird's geben. Ich google's jetzt nicht, das ist eh Hanebüchen eine Räuberpistole, die er da verzapft. Ganz ehrlich, das ist auch so eine Vorstellung von Rainer, ne? Er ist der Riesendrache und dann das kleine, das ist diese Anime-Dinger, ne? Und anstatt in Rainers Gedankenwelt kommt das gar nicht vor, dass wenn es tatsächlich ein Pärchen gibt mit so einem eklatanten Größenunterschied, ne? Denkt er, ja, die einzige Möglichkeit, dass die sich küssen können, ist, wenn sie ihren Schemel mitnimmt. Das ist ja vollkommen klar, ha? Oder gleich eine Stafflei dann. Dass er auf die Idee kommt, dass wahrscheinlich der Mann einfach sich nach unten beugt, um seine Partnerin zu küssen, weil das deutlich praktischer ist und sie nicht die Zumutung hat, dass den ganzen Tag mit einem Schemel unterm Arm rumlaufen muss. Auf die Idee kommt er überhaupt nicht. Wenn er 2 Meter groß wäre und er hätte auch 1,50 große Freundin, dann müsste der einen Schemel mit sich rumtragen, weil sich runterbeugen, um sie zu küssen, ist harte Arbeit, oder? Der große Frauenversteher, gell? Mit einem Frauenbild von 1890. War ganz witzig, da gab es mal einen Bericht, das war irgendwie eines der coolsten Pärchen Deutschlands oder so war. Das ist aber schon. Da war ich irgendwie 16 oder was, das mal in den Nachrichten war. Also es war witzig. Das ist auch sowas. Diese Geschichten, wenn er sich die gerade aus dem Arschgebirge gelutscht hat, dann kommt er dann immer so, ja, das ist aber schon ganz, ganz lange her. Ja, das ist ganz, ganz, ganz lange her. In Vor-YouTube-Zeiten. Macht er gar nicht die Mühe, das zu googeln, das findest du eh nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ja? Und wenn dann irgendjemand sagt, du, ich habe da überhaupt nichts gefunden, ja, weil das schon so lange her ist, das kann man gar nicht mehr finden, so. Wenn er gesagt hat, ey, ich habe das vorletzte Woche gesehen, dann könnte man das ja nachprüfen. Es gibt ja dann irgendwelche Autisten-Leute, die setzen sich da hin und durchforsten das ganze Internet und sagen, Rainer, das gibt's nicht. Aber dadurch, dass er dann natürlich erzählt, die Räuberpistole, die er sich da gerade zusammengerendert hat, ist vor vielen Jahren, ne? In einem in einem weit entfernten Land ist das passiert, damit ihm dann niemand irgendwie mit dem Finger drauf zeigen kann und sagt, Rainer, du hast schon wieder Scheiße erzählt. Rainer, du hast die Leute schon wieder belogen. Im Übrigen, Rainer, du belügst sie gerade am laufenden Band. Hast du im ersten Teil nicht versprochen, dass du immer ehrlich zu ihr bist? Wir fangen hier an, wir sind noch keine Viertelstunde in dem Material und du hast sie jetzt schon wieder 5-mal angelogen gefühlt. Ha? Wie viele Hater da waren, was sie gebrüllt haben, wie viel die zahlen müssen, wenn sie kommen, hast gelogen, wie groß du bist. Du hast hier 2 Lügengeschichten über Leute, die du kennst oder über die du was gesehen hast, erzählt, die so riesengroß sind und so kleine Freundinnen haben. So viel zum Thema. Ich bin immer ehrlich zu dir. Nein, du lügst am laufenden Band. Ja, dann habe ich, keine Ahnung, wo ich da war, habe ich nicht mitbekommen, aber krass, ja. Ja, nee, aber das freut mich. Also ich find dich richtig nett. Also, dass du jetzt gesagt hast, ne, du bist nicht nett oder so. Nee, mit dir kann man sich unterhalten. Vielleicht liegt das daran, dass wir beide Arschlöcher sind. Keine Ahnung. Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Ja, müssen wir noch herausfinden, ne? Ach ja, bei ihm zumindest nicht. Ha? Das wissen wir schon. Das hat man damals auch schon gut genug gewusst. Werden wir, denke ich. Ja. Wenn du das wirklich ernst meinst und wir uns treffen wollen, klar. Also, Wenn ich übrigens immer so runtergucke, nicht wundern, ich schaue dann immer bloß, weil ich habe hier mein Stativ. Ich schaue immer unterm Stativ durch auf meine Kamera. also du hast jetzt irgendwie so Deswegen schaue ich immer so. 3 Computer nebeneinander bestimmt. Das Tablet habe ich hier stehen, Ach so, okay. quasi. Genau. Das ist so krass. Er FaceTimet da zum ersten Mal mit ihr und die ganze Zeit kickt aber die Paranoia so krass, dass er die
Diabetes-Glubscherchen einfach nicht von diesem Tablet lassen kann. Vielleicht hofft er ja auch, dass endlich dann nochmal ein paar Kuchenkinder vorbeikommen, dass er es dann zeigen kann. Schau, da sind sie. Hier sind sie da vor der Tür. Draußen auf der öffentlichen Straße. Hier ist Betretungsverbot. Ne? Gleich kommen sie von der Polizei, die Pinea, und dann müssen die alle 800 Euro zahlen. Auf dem Tablet läuft quasi immer die Überwachungskamera. Aber ich glaube, wenn jeder 800 Euro irgendwie hätte zahlen müssen und das geht in die Kommunenkasse, dann wäre Elmskirchen, glaube ich, einer der reichsten Orte Deutschlands. Dann habe ich da einen Bildschirm und da einen Fernseher und ist der zweite Bildschirm, da habe ich dich jetzt gerade drauf, deswegen schaue ich auch da lang. Ah, da. Da sieht man es wieder. Ha? Da in die Richtung hat er den zweiten Bildschirm. Das heißt, der Bildschirm, auf den er jetzt schaut die ganze Zeit, ist der, wo er sich selber drauf hat. Und du schaust nicht die ganze Zeit in die Richtung, du schaust so gut wie nie in die Richtung von dem Bildschirm, wo das Bärchen jetzt gerade drauf ist. Nicht dahin. Dass ich auch ein größeres Bild habe. Dankeschön. Und man könnte es auch gemein sagen zum Thema, ich bin Arschloch. Du bist so klein, dass ich dich auf einen großen Bildschirm packen muss, damit ich dich sehe. Ha. Ja, der war flach, der war richtig flach. Nee, Tut mir leid. alles gut. Nee, Ja, aber. du hast mich da, ich bin so groß, mich musst du in dein kleines Handy drücken, also. Nee, ich habe jetzt mein Tablet genommen, was ich noch aus der Schulzeit habe. Ach so. Also, das habe ich jetzt im Schrank gefunden, habe mir gedacht, dann ist das direkt größer, dann habe ich besseren Sichtfeld drauf, weil mein Handy, kannst du eine Tonne kloppen. Ich habe mir das S10 geholt, ne? Ich dachte voll die gute Qualität. Das ist die ganze Zeit am Rumspacken. Mit dem Akku, da stimmt irgendwas nicht. Voll die Verarsche. Da habe ich jetzt 900 Euro für bezahlt und das funktioniert nicht mal. Was ist das? Dieses. Mein Handy. Ja, das gute Aukitel. Das ist unzerstörbar. Es sei denn, man lässt es mal aus einem Meter Höhe fallen, ne? Dann ist gleich die Kamera im Arsch. Survival-Handy für draußen. Ja. Ja, die Hülle ist voll geil. Ich finde die geil. Das ist keine Hülle. Was? Das ist das Handy. Echt? Das ist das Handy. Ja, das sieht voll geil aus. Also, wenn das vom Das ist 10. der reinste Ziegelstein, das Teil. Ja, das kann man auch als Handy so gut benutzen wie ein Ziegelstein, weil das nämlich das allerletzte Klump ist, ha? Ja, wenn das vom 10. Stock fliegt, das geht nicht kaputt, ey. Ja. Wenn es ist aus Reiners Hand gefallen. Am Hauptbahnhof in Würzburg war das oder so. Oder war es in Nürnberg, ich bin mir nicht mehr sicher. Und Batsch war sie. Das gute, unzerstörbare Aukitel Survival Handy. Wie so ein Nokia von damals. Geil. Aber es sind hoffentlich wenigstens die Chats mit ihr. Oder? Oder zeigt ihr jetzt irgendwelche anderen Chats von irgendwelchen fremden Leuten? So ein Chat. Hast mich nicht mal eingespeichert? Oh, wie nett bist du denn? Ich speichere Leute immer erst dann ein, wenn ich mit denen schon gesprochen habe. Also, ja, verständlich. Nee, aber du siehst ja, ich bin echt. Ich bin keine Ahnung was, Türke, der sich auf irgendwelche Menschen aufgeilt, ne? Also, ich bin echt. Du bist in der letzten Zeit jetzt die echteste, die ich bisher gehabt habe, aber die meisten sich immer gleich weigern. Die meisten weigern sich schon mal eine Sprachnachricht zu schicken. Zum Kämen habe ich, glaube ich, seit bestimmt 2 Jahren keine mehr gebracht. Außer wenn ich mit der schon mich real getroffen habe und so weiter. Das war's eigentlich. Ja, ich verstehe es nicht, wenn man jemanden kennenlernen will, wenn man so, keine Ahnung, warum ist man so schüchtern? Ich meine, du triffst ja eine Entscheidung, die Damit man. schüchtern nichts Sie ist ein Bärchen und sie ist die echteste. Ne? Story of your life. zu tun. Das hat mit schüchtern nichts zu tun. Die meisten Leute, die mich anschreiben, sind ja Hater. Und die wollen gar nicht, dass ich sie sehe, weil die dann hinterher, wenn sie zum Beispiel mal vor der Tür steht oder irgendwas, so wollen sie dann nicht gesehen werden oder sonst was, dass man sie nicht anzeigen kann und was weiß ich alles. Also da geht es denen hauptsächlich darum, dass sie anonym bleiben. Rainer, dich mit so einer Sache, ihr Bärchengeschichte zu verarschen, ich glaube, das ist nicht anzeigenswürdig, oder? Ja, deswegen zeigen die sich nicht und es gibt auch viele Kerle, die mich anschreiben, aber sich als Frauen ausgeben und deswegen wollen sie dann keine Sprachnachrichten machen, beispielsweise.
oder kämen. Ich habe direkt eine Sprachnachricht gemacht, weil ich mir schon sowas gedacht hatte, vielleicht wirst du verarscht oder so öfters. Deswegen habe ich gedacht, komm, ich schicke dem Jungen jetzt mal eine Sprachnachricht, damit er sieht, ich bin kein, Dem Jungen, ja, dem Jungen. dem Jungen, den jungen Herrn. Also der Zeitraum, in dem ich Junge genannt wurde, den gibt es nicht mehr. Der ist so lange her. Soll ich sagen, der Ja, Rainer, der ist der reinste Methusalem, ja? Wissen wir ja. Der ist ja uralt. Der Wildak ist nur uralt. Reini, ich weiß, dass du also für deine wahrscheinliche Lebensspanne zu dem Zeitpunkt dich schon auch wie jetzt noch mehr, schon eher, geht es eher in Richtung Lebensabend bei dir. Ne? Aber generell für Menschen ist Anfang 30 schon nur jung. Hätte jetzt mal gesagt gehabt. Ne? starke Brummbär oder was? Wann wurde ich das letzte Mal Junge genannt? Mit 14? Mit 3? Junge, warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Daniel an, der hat sogar ein Auto. Ich bin auf Daniel gekommen, weil ich ein Bewährungsversager jetzt vor kurzem die für sein 6000 Abonnenten Special die A-Mala-Geschichte zusammen behandelt. Im Übrigen, Leute, die guckt da mal rüber, wenn ihr 3 Stunden nichts zu tun habt oder es neben dem Zocken laufen lassen wollt oder sowas, ist echt lustig geworden. Ne? Die Gefährten, ne? 13? Ich bin ein Mann. Der Glaub starke Brummbärmann, ne? Glaub mir, ich bin ein Mann. Und das wirst du noch feststellen, wenn wir uns treffen. Boah, es ist so ekelhaft. Es ist so, nein, Rainer, das wird sie nicht feststellen, wenn ihr euch trefft. Also sogar wenn sie kein Bärchen gewesen wäre, hätte sie das nicht festgestellt. Weil wir schon festgestellt haben, dass, ich sag oft feststellen, stelle ich fest, dass du die Impotent gefressen hast. Ja? Aber stimmt ja nicht. Rainer hat sich nicht Impotent gefressen. Wir sind ja dran schuld, dass Rainer keine hochkriegt. Ja? Das haben wir. Das ist auch. Ich check nicht, wie wir das hingekriegt haben. Also, Props an uns Hater, dass wir es geschafft haben, dass wir dran schuld sind, dass Rainer keinen mehr hochkriegt. Ja, okay, dann nehme ich das mit dem Jungen zurück. Ich krieg langsam Angst, okay? Spaß. Und was machst du sonst so Ich außer... nehme mal. Essene, Wichsene, Dadelne und denkt dir nichts, liebes Polska-Bärchen, der schreibt währenddessen nur mit 3 andere Weiber. Ha? Die erste, die sagt hier, ich komme vorbei, zeig Wurstfach her, die ist es dann. So, das ist jetzt nicht wie beim Bachelor oder sowas, dass die Dates haben und irgendwie tiefe Gespräche führen oder sonst irgendwas. Und ich meine, klar, Bachelor ist auch fake, aber ne? Sondern es geht hier nicht irgendwie um kompliziertes Dating, sondern die glückliche, Auserkorene ist diejenige, die als erstes Wurstfach erhält. Also, da ist sie nicht so anspruchsvoll. Nur dick darf sie nicht sein. Ja? Ich nehme halt einfach mal an, einen Jungen möchtest du nicht, du wirst schon einen Mann wollen, ne? Wirst du bevorzugen, nehme ich mal an. Ich hab dir... Da reden wir mal nochmal über die geistigen Zustände. Ne? Also dementsprechend, klar, 89er Jahrgang, du bist offiziell ein erwachsener Mann. Ne? Wenn man jetzt von der geistigen Reife ausgeht, wird schwierig. Ne? Dann, wenn wir das geistige Alter nehmen würden, wären wir schon im strafrechtlich relevanten Bereich bei dir. gesagt, ich will einen Mann, der weiß, was er will, ne? Also so jetzt auf Babysitting habe ich auch keinen Bock, sage ich mal so, ne? Ja gut, wissen, was er will, das gebe ich ihm. Ne? Er will halt bimsen, das ist halt nicht sonderlich kompliziert. Ne? Fressende, wichsende, daddelne. Also fressende, bimsende, daddelne im Idealfall. Das ist niemals arbeiten gehen. Das sind die Sachen. Er hat fast alles hat das verwirklicht. Er geht nicht arbeiten und fressende und daddelne tut er reichlich. Nur das mit dem Bimsen, das will nicht so recht hinhauen. Ne? Da ist immer noch der Platzhalter drin. Das ist immer noch das Snooze-Ding. Das
Snus-Nu-Methadon. Ne? Ist immer noch Wichsen. Ne? Und das wird es auch bleiben, Rainer. Ja. Ja, ich stehe normalerweise auch auf Ältere, also Du hast sie schon wieder angelogen. Rainer, du hast sie schon wieder angelogen. Du hast doch gesagt, du lügst sie nicht an. Ältere meine ich normalerweise auch Frauen, die halt noch älter sind als ich auch, Ja. was bisher auch immer der Fall war. Also du wärst jetzt tatsächlich die Erste, die jünger ist als ich. Rainer, auch das ist gelogen. War Erdbärchen älter als du? Nein. Und die ganzen anderen Weibergeschichten, wo du da versucht hast, irgendwelche armen Frauen zum Snoosen zu nötigen, das waren immer jüngere Frauen. Bis auf Mona. Und die hatte dann doch, glaube ich, eher ein monetäres Interesse. Monetäres Interesse an der ganzen Nummer. Ne? Aber hier, die auf dem Discord belästigt wurden oder sowas, das waren doch in den allermeisten Fällen keine älteren Frauen. Das war ja auch bei dieser Geschichte da, der Demon League, der berühmte, wo es darum geht, wo er gesagt hat, ja, du willst in meinem Revier und so ein Schmarrn. Die war ja auch gerade mal irgendwie 18 oder so. Oder 19. Alle Bärchen, alle immer jünger gewesen. Okay, noch eine Ehre für mich. Nee, aber du wirst schon merken, dass ich von meinem Alter ganz unterschiedlich bin. Also ich bin zwar 27 auf dem Blatt, aber ich bin schon in gewissen Themen reifer als manch andere in meinem Alter, sage ich jetzt mal so, ne? Also Ich sehe kein Problem mit der Reife von normal entwickelten 27-Jährigen. Ich check nicht, warum man das jetzt so hinstellt, als wären das alles kleine Kinder und deppert. Die meisten Leute mit 27 sind mit dem Studium fertig, wenn sie eins angefangen haben. Oder sind schon seit 10 Jahren in ihrem Beruf, wenn sie Ausbildung gemacht haben, nach der Hauptschule oder nach der Realschule. Also, ne, klar kann man sagen, hier 18, 19, 20 vielleicht noch. Da kann man dann schon sagen, ja, ich bin schon reif für mein Alter. Aber ich muss mal sagen, wenn man nach 25 noch nicht eine gewisse Reife erreicht hat, so dann wird es wahrscheinlich ja nimmer passieren. Beweisstück A ist hier schön blau ausgeleuchtet in seiner Kinderdisco vom grünen Wichslappen. das wirst du auch noch merken. Da bin ich gespannt. Das werde ich gerne herausfinden. Ja, ich will ja jetzt keine hohen Sprüche hier drücken, deswegen, ne? Lass dich überraschen, vielleicht ist es in deinen Augen nicht so, ne? Man weiß ja nie. Bin ich übrigens so schlecht ausgeleuchtet? Ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein Puff, aber nur in Blau. Oder Solarium, noch besser. Uff, kriegen wir hin. Ja, super. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich kriegst du nebenan noch Hausverbot, wenn du es versuchen würdest. Grün? Ach so, Ja, das wäre auch geil, oder? Ich glaube, Rainer wird das hinkriegen, weil wir wissen ja, aus seiner komischen Herrensauna, da ist er ja geflogen, weil er übergriffig geworden ist. Und das wird wahrscheinlich in einem Amüsieretablissement auch passieren. Und ich stelle es mir gerade vor, wie dann die einzige Dame, die sich irgendwie notwendig hatte, sich dazu herabzulassen, ihn als Kunden zu akzeptieren, dann, weil er übergriffig wird, so Alarm schlägt und dann kommt da kommt irgendwie der 2 Meter Türsteher mit Stiernacken ins Zimmer und verwemst ihn. jetzt Corona-Feier zu Hause oder was wird das? Hm? Naja, können wir auch machen. Ah, okay. Ja, kein Bier mehr da, sonst hätte Weil ich er flext halt vor dem Bärchen echt mit der Kinderdisco. Alter, mir fällt ein Ei aus der Hose jetzt dann gleich. jetzt gesagt, wir stoßen an. Ja, Rainer stößt nicht an, Rainer stößt ab. Cool. Ah, Rainer mit, geht da schon, ja. Nee, aber Ja, ich habe auch bloß noch 2 Flaschen da gehabt. Ich habe bloß vorhin so einen Tischgrill gehabt und habe mir dann noch ein Bier aufgemacht. Deswegen habe ich das jetzt zufällig da stehen gehabt. ach so, okay, ja. Nochmal zu dem Thema Sex, ne? Also ich hoffe für dich, dass du auch wirklich offen bist. Also ich merke das ja schon, aber dass man, wenn man jetzt zur Sache kommt, dass du jetzt auch nicht auf einmal zurückziehst oder so.
weil wir ja schon davor besprechen werden, was ein No-Go ist und was nicht, ne? Naja, klar, die Hard Limits und so weiter werden im Vorfeld besprochen, das ist ganz normal. Also Rückzieher mache ich definitiv. Oder wie er so tut, als würde er sich hart auskennen. Ja, ja, klar, ja, ist ja Standard. Ja, das macht man so, ja, das ist üblich. Kenne ich mir aus. Habe ich immer gemacht. Ja. Lange mich nicht mit den Details. Ja. Ich bin ja kein Anfänger. Ist ja nicht so, dass ich noch nie gebimst habe. Oh Mann. Oh. Vor allem so schlecht. Da sitzt er dort, ne, die Anfang 30-jährige Jungfrau und tut so, als er der größte Experte. Das ist, ohne Scheiß, das ist wie damals in der Schule. Ne? Damals in der Schule, wenn es dann 11, 12, 13 Jahre alt warst und dann hast irgendeinen so einen Spruchmeier in der Klasse gehabt, ne? Dampfplauderer vor dem Herrn, der dann kennt man also, ja, er hat schon fünf Madeln gehabt und alle gekommen und hin und her und was er nicht und wie er sich nicht auskennt und bla bla bla. Ja, da weißt du ganz genau, da ist ganz gewiss überhaupt gar nichts passiert. Definitiv nicht. Die Hard Limits und so weiter und Soft Limits kann man natürlich im Vorfeld besprechen, logisch. Soft Limit an dem Versuch des Snus mit dir ist das Soft Würmchen, das nicht mehr hart wird, aber das hatten wir ja schon. Gern geschehen, danke dafür, Alblali. Was sein kann, das habe ich aber gerade schon angesprochen, ist die Sache mit der Erektion. Das kommt halt auf die Situation an dann. Ja, Situation. Ich sage ja, das sind die Soft Limits. Das kriegt man auf jeden Fall auch hin, denke ich. Ja. Ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht Witze drüber machen, wenn Leute Erektionsprobleme haben. Das ist ein ernstes Problem und es ist auch fürchterlich für die Leute. Aber bei ihm ist es halt wie alles andere hundertprozentig selbst verschuldet. Und wie er da sitzt und so, das mit der Erektion, aber das kriegen wir dann schon hin. Denke ich mal. Oh. Ja, das würde halt wirklich in der Reihe der niederschmetternden, des niederschmetternden Versagens, dass sich das Leben des Rainer Winkler schimpft, würde das noch fehlen. Wenn tatsächlich mal irgendeine so dumm oder so verzweifelt oder so drogenabhängig ist, dass sie ihn tatsächlich ranlässt. Oh, und dann kriegt er keine hoch. Ja. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, also Versagen tue ich im Normalfall nicht, aber wenn es dann doch hart auf hart kommen sollte, dann kann man immer noch ein bisschen Spielzeug zur Hand nehmen, außer du stehst auf sowas zum Beispiel gar nicht. Da bin ich völlig offen. Ansonsten, ich habe 2 gesunde Hände im Normalfall und einen gesunden Mund. Also das kriegt man. Rainer, beides möchte ich wetten, will niemand in der Nähe seiner oder ihrer Genitalien haben. Weder die Hände noch den Mund, weil sie beide ungepflegt sind. Der Dreck unter den Fingernägeln, ne? Und da kriegst du ja instant den Teampilz wahrscheinlich davor. Und oder das ist schon der Fußpilz, der sich so weit verbreitet hat, man weiß es nicht. Und ganz ehrlich, bei dem schiefen Ogermaul mit dem Unterkiefer, den fehlenden Zähnen, die anderen sein Arsch komplett schwarz und vergammelt, stinken dort. Boah, na, Rainer. Glaube ich nicht. Denke ich auf jeden Fall. Und also dann Spaß wirst du haben, denke ich. Und mir geht es sowieso oft darum, beim Sex also vor allem die Frau glücklich zu machen, soweit mir das möglich ist. Ja, nein, Rainer, es ist schon wieder gelogen. Ne? Es ist schon wieder, man möchte fast meinen, dass die Leute den irgendwie aus gutem Grund überall den Lügenlord nennen. Das ist so meine Hauptintention am Sex. Weil meinen Spaß habe ich vor allem daran, wenn die Frau ihren Spaß hat. Also was Solange ich nicht komplett leer am Ende ausgehe, ist alles gut. Ja,
Was ich nochmal zu dem Treffen sagen sollte, also ich muss ja noch gucken wegen der Arbeitszeit. Ganz ehrlich, ich wette was. Ich wette was in der Situation. Rainer, wäre es angenommen, wie gesagt, dieses Szenario kommt tatsächlich mit der verzweifelten oder drogenabhängigen Frau. Und mit Biegen und Brechen und viel Arbeit, harter Arbeit und blauen Pillen kriegt der tatsächlich hin und irgendwie schieben sie die Massen auf die Seite, dass tatsächlich dann zum Akt kommt. Ne? Da wird einmal, zweimal hin und her gerutscht von der Alten, weil er liegt auf dem Rücken und streckt alle Viere von sich wie ein Seestern, 100 Pro. Alles andere wäre gemeingefährlich der Frau gegenüber und die schrubbt dann ein, zweimal vor und zurück und danach ist der fertig und eine halbe Minute später pennt er. So ein Ding ist es. Das ist das Gute bei mir. Ich habe schon bei Meister gemacht, das heißt, ich kann mich auch immer abmelden, wann ich will. Ich hätte nächsten Samstag Zeit, also nicht der jetzt kommt, der danach. Wenn gutes Wetter ist, dann würde ich sagen, wir könnten grillen, falls du Lust hast. Ich würde dann auch was mitbringen. Ich könnte Salat machen oder so. Grillen können wir gegebenenfalls auch bei schlechtem Wetter, Ja. weil ich habe ja Tischgrill auch, also ein Elektrogrill. Wenn es hart auf hart kommt, können wir auch den benutzen, also grillen. Ja, Rainer, ich weiß nicht, Elektrogrill in der Wohnung benutzen. Ich weiß nicht, ob dir das letzte Mal aufgefallen ist, aber wenn man sowas tut, dann stinkt danach die Butze tagelang nach altem Fett. Und deswegen sollte man sowas nicht tun. Reini. Den können wir, denke ich, so oder so. Ja, weil das Ding ist, ich bin eine polnische Hausfrau, ich kann gut kochen. Dann würde ich dir sagen, ich würde direkt einen polnischen Nudelsalat mitbringen. Der schmeckt auch geil. Mit gestohlenen Zutaten, oder? Sorry. Also. Nudelsalat hört sich immer geil an, weil ich Nudelsalat liebe. Das freut mich. Polnischen Nudelsalat habe ich bisher noch nicht gegessen. Hört sich aber auch interessant an. Bin ich auf jeden Fall offen. Ja, nee, also das wäre. Ja, wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ne? Das zum Beispiel. Machen wir ihn nochmal so rein. Ja, keine Ahnung. Der polnische Nudelsalat unterscheidet sich vom russischen nur dadurch, dass kein Wodka drin ist. Ja, Leute. Wie lange haben wir es? 1 Stunde. Ziemlich genau ist da Kommode-Zeit. Ja, dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt jetzt nicht zugleich, aber demnächst. Ne? Hier ist Part 1, dann gibt es noch Part 2 und es gibt nochmal Part 1, Part 2. Ich weiß nicht, aber da stehen andere Daten dran. Wir kriegen das hin. Also es wird auf jeden Fall noch mehr Polska-Bärchen geben. Ich hänge mich da dran. Wie gesagt, morgen, wenn das hinhaut, werde ich erst einmal nochmal die Kommunenblock behandeln. Und ich hoffe, dass der bereits behandelte Teil des Kommunenblocks dann auch zeitnah kommt. Im Idealfall, meine Wunschvorstellung wäre, dass ihr fürs Wochenende ein wenig was zum Schauen habt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, Wochenstart, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Und tut nicht, was Rainer tut und Bad Love.